Morgen alle. Het is mei de 27e en het 2023. We gaan nog later het vrijdag en gaat zien woeten aan te kijken. Even deze lofwallen, even een YouTube video. Sehr Dankeschön für Einschalten in der 1250 KZ von der Server bei Matteaus Kapitel 10. Nou, wat een goede morgen alle. En Matteaus 9 hat wir verschiedene Themen gehoben. Besonders von wo Jesus der Herr und der Meister ist, über die beiden Gäste, über Krankheiten. Hat einen Jammer gehabt für die Menschen. Wir schließen in Matteaus Kapitel 9 mit Jesus seine Frau, seine Frau, sein Gebet. Reiten du würden beten, dass es mehr Arbeit gibt und der Arndt. Er zijn niet genoeg arbeiders, er zijn niet genoeg dienaren, niet genoeg predikers, niet genoeg helpen in de kerk. Meeste, er wordt gezegd dat 10% van de kerk deed 90% van de arbeid. En dat is niet zoals het zal zijn. We zullen alle eruit zijn om bijvoorbeeld met helpen. Wat kost helpen? Wel, wanneer we niet weten, die kost voor zaken beden, voor die wat te schaffen en wie worden. Die kost de Mutter spreken, kost die sogar Goven geben, die kost den Prediger fragen, wo kan ik helpen, wo kan ik helpen en wanneer kan ik helpen. Dus je dat oude Spuuswoord, dat wanneer die Prediger was een hartslag geven, dan vragen bloß, wo kan ik helpen. En dan wordt hij een hartslag geven. Was die Prediger los, ne? Oké, dat is een Spuus. Maar Jezus zegt, het beten, dat er maar arbeiders worden zijn en bieden worden. Weet je, dit is vielleicht nicht korrekt in der Schrift geschrieben, aber wir wissen, Gott hat alle Dinge in seiner Hand. Und wir wissen, dass irgendwo auf diesem Erdball als die letzte Person, was sich bekehren wird, und er wird so voll sein, und er wird Gott die Führer, zu Jesus Christus den Sehen sein, nu hol deine Brüder in Haus. Nu ist es Zeit für das letzte Abendmahl. Und jemand, die Person lebt von der Fleischhol, wer weiß. En weet je wat, het fehlt aan arbeiders, wat die persoon worden, die boodschap brengen. Remetieren zegt dat iemand moet gaan. En jij bieden en zegt iemand moet checken. Zodat moet beide zijn. We zijn dankbaar voor die wat te checken, niet voor die wat te gaan. Vierten zijn er veel meer wat te checken, als die wat te gaan. Een bijspel wat me vierten bijvalt is, wie Duits gelijk nog alle fundraisers, niet? En den rijden dat jij schijnt. En du eten en zo, je schijnt iets op aan, maar wanneer je tijd is om opruimen, om garbage opruimen, topfeeder, dan zijn de meeste mensen weg. En zo doet je helpen. Dat is een goede weg om helpen, wel wie daar zijn, wordt ganz bij het laatste blijven, om helpen, om bijvoorbeeld. Maar nu zijn we in Matteaus Kapitel 10, en dat ganze kapitel heeft te doen met hoe Jezus de 12 jongeren roten dat en uitchecken dat. En zo we lezen ze dit. Jezus roept zich de 12 jongeren naar aan en jij vindt kracht om bij zijn gästen uit te drijven, al die gästen en jede krankheid heilen. Dit zijn de nummers van de 12 apostelen. Eerste Simon, die in Peter genaamd wordt, zijn broeder Andreas. Jacobus uit Egypte, de zoon van Zebedee, zijn broeder Johannes. Philippus, Bartholomeus, Thomas, Matteaus, de taxcollector, Jacobus uit Egypte, de zoon van Alphaeus en Thaddeus, Simon, de Zelot en Judas Iscariot, de arm verroden leid. Deze 12 schickt Jezus uit met de volgende bevelen. Goed niet maken heen, ook niet in de steden van de Samariter, go over naar de verlorene schoen van Israël. En zus je gaan, brengt deze boodschap uit. Dat Himmelsrijk is dichtbij gekomen. Huilt de kranken, merkt de dode leven, die wat de afzetting zijn, merkt de rein, wat bij de eerste hand drijft de uit, die gaan vrije krijgen, nu geeft het vrij wieder.
So wir wollen davon reden und ein bisschen verschiedene Themen aufheben von hier Matteaus Kapitel 10 von 1 durch 8. So ein Ding, was mir befällt, dass ich das studieren bei diesem Werk, das ist, dass Gott hat einen Plan. Und sein Plan hat zu tun mit Menschenbrot. Weet je, Gott wird ganz alleine kennen. Gott wird seine Engel schicken, um die Botschaft zu verkündigen. Gott wird seine Engel schicken, um Botschaften bringen und Kirche und so weiter. Weet je, was die Trouble wird sein? Die Schrift sagt, dass der Engel die wundert der Erlösungsgeschichte. Warum wundert er dort? Wegen ein Engel kann nicht sehen. Ein Engel weiß nicht, wo das ist unhübning sein. Ein Engel weiß nicht, wo das ist auf den Gesicht fallen. Ein Engel weiß nicht, wo das meint, Buße tun und dann Vergebung fängt. Und in der Frieden leben von ich sie zu Gott gehalten, ich sie Gott ihn kennt, ich sie heilen Römer 8,15, ich sie wir. Ich bin ein geradener, vergebender Kind Gottes. Ein Engel weiß nicht, was das bedeutet. So, der wird gleich mit Kraft predigen. Du kannst mit Kraft predigen oder Zeugnis geben oder Menschen anreden und sagen, wir dürfen gleich Finger wiesen, wir dürfen gleich sagen, was sie artig getan haben, weil die Menschen wissen noch, was sie artig getan haben. Das wissen die gut. Gott hat ihnen genug von den Helden Jesus gegeben, über Sinn, Gerecht und Gerechtigkeit, nur Johannes 14, dass sie wissen von was sie artig tun. Aber wenn ein Mensch kann den Zeugnis hören oder die Geschichte hören und Finger wiesen, wer weiß, was er den kann halten. Dann Leib bewiesen und sagen, ich wirke mal aus, ich wirke mal ein. Und Gott hat mich abgehoben. So ein Engel kann gleich seine Botschaft bringen. So das ist, warum Gott die Fuder einen Plan hat, mit Menschen zu schaffen. Wegen Menschen kann andere Menschen zu der Bekehrung halten bringen. Na, das schafft beides. Jesus sagt, der Fuder, der hat Roten, und der Mensch reagiert dazu. Der Mensch, der kämpft. Alright, so zum Beispiel, wenn die einmal wohl vom Schöpfer rauffallen, und die können nicht schwimmen, dann würde ich die in eine Flak schmieden oder ein Lifejacket, eine Lebenswast, dort nicht was untergehen. Du musst danach die Lebenswast nehmen, du musst die anschieren. Und das wird die Erlösung schaffen. Gott hat uns eine Lebenswast geschmieden, wir müssen danach die antragen. Und so wir haben beiden Part an der Erlösung. So Gott hat sich gewählt, mit Menschen zu schaffen. Und hier hat Jesus sich 3 Stück, von wo ich habe das her. Hier hat Jesus sich 12 Stück geraubt. Und dann haben wir 3 Jahre mit der Tod. Jemand hat gesagt, dass wir die beste Bibelschule in alle Welthistorie. Und sie haben den Bibelschullehrer verehrt, was die Bibel geschrieben hat. Nicht so, was die Welt gemerkt hat. Und das raubt sich über 12 Menschen zum am Haupt. Das ist nicht zum Wundern. Luther aus im Himmel dort und sagt, nu geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und dort lehren und dort taufen und denkt an, dass sie mitgehen, was Welt eigentlich. Die sagen viele Menschen, und besonders manche Deutsche, das ist nicht mir gemeint, das werden die Jünger gemeint. Weil meine Frau ist, wenn bloß die Jünger haben, und das kann man wieder richtig werden, will von der noch nicht keuch sein, dann wird das nee. Das von der schon keuch, aber das rütteln. Mich interessiert hat, wenn Menschen mit anderen Menschen reden. Vielleicht reden im Verkaufen. Sogar an deren anputtern. Und die gute Neuigkeit für Kinder. Wo wir bloß sterben, vielleicht nur anputtern und sagen, könnt ihr mit irgendwas halten? Was könnt ihr tun für die? Brauchst du gleich verpflegen, bloß Leute sind zum Halten, nicht so? Ich hatte von der Ferrei. Wir hatten eine Mannensitzung, und hatten 2 Breakfast Burritos ewig gehalten. Je ging in de Nuwers en jij fick breakfast burritos weg. Mensen kan het zien. Jeden Tag ik weer ferry predig. Ik zie was goed als een goede dag. En bracht die schöne breakfast burritos van Mariah's. Verschiedene dingen heeft Gott ans Ende, so. So Gott will mit Menschen topschaffen und hier hat sich 12 gewählt, um mit die topschaffen. Interessant, was heute er sagt. Er sagt, gut nicht nur der Heiden, und nicht nur der Samariter, gut nur das verlorene Schub Israel. Warum? Well, die Seiligkeit kam durch die Juden, mein Freund. Jesus wie ein Jude. Die 12 Apostel waren alles Juden. Die Erlösungsbotschaft wie ist für die Juden, und das wird kaum geplant bloß für die Juden. Nee, versteht mich recht. Die Erlösung ist nicht bloß für die Juden, aber die wie ist für die Juden. Das ist ein Unterschied. Und wenn die Juden nicht die Gelegenheit gehabt hat, dann wird Gott den Plan immer im Alten Testament auch. Er redet in Jesaja von, in Jeremia. Dann würden die Heiden dort durch die Juden kriegen. Und das Krack wurde passiert. Als die Juden dort eingenommen hatten
En viele deden nicht. Dann ging der Dritte naar de Heiden. En sogar Petrus wieder, wat er met opvangt. Wie Cornelius in huis en Apostelgeschichte Kapitel 10. So dat is wat Jezus nu tegen zegt. Voor een paar uur sagen. Wir werden klein anfangen und Gott wird es wachsen. Gott wird es bauen. Ich glaube, wo das in der Apostelgeschichte erklärt sagt, 7 oder 8 Mal Gott deed toe zu der Arbeit. Die Arbeit, die war gratis, wenn Gott deed toe. Auf Englisch zu sagen, the Lord increased their number. Und so dat von klein an, so dass diese Jünger können lernen. Und dann Luther ging über eine mir und die, wir sind dankbar für. Was wäre die Botschaft? Das kann ich richtig bei. Als unsere Botschaft noch kriegt so, tun wir das nicht. Unsere Botschaft ist, dass keiner kriegt erst hier. Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben, Jesus ist vom Tod abgestanden, er ist im Himmel gegangen, er ist bei den himmlischen Vater und er hat den Heiligen Jesus gegeben, was wir das Wochenende feiern dann, gleich die Pfingstenbotschaft. Jesus braucht Menschen, zum seine Arbeit dann. Und du musst ein bisschen still haben, der allmächtige Gott, der alles geschaffen hat. Die fragt, was Menschen würden mit einem Tod Partner sein. Und seine Leib wieder drehen. Seine Botschaft wieder drehen. Und dann wird Jesus auftauchen. Jesus aufspielen. Ich denke an diese Geschichte von wo diese Blinge Mial beim Suchstation, ihre Aufwände verkaufen. Dann kommt ein Businessman an ihr an, er sei bosig, er will auf den Suchen ab. Und dann schiet er Apfelkosten an und dat fällt an, dat kerbelt an und alle Apfel über die ganze Flur. Hij stelt halt, hij weet wat hij doen heeft en hij helpt deze blinge miaal ihre Apfel te lezen en die zoekt die verlaat. En zo deze blinge miaal is vorig aan, hij heeft er dan nog geld voor de Apfel wat er schleifen. Vangt ze aan zo een beetje aan te veilen, dus een blinge persoon daar en vraagt hij wat dat is. Wel, zegt ze, ik wonder bloos als die noem op eenmaal Jezus is. Dus dat kan niet zijn, maar hier weer somebody hat er geholpen. Dat kan Jezus zijn. En dat is wat een Christ deed. Dat Jezus opdagen, Jezus opspelen. So, Jezus hat kunt bloos een dag naar de Erde komen, en dan hier sterven, en dan war er im Himmel dan, en dan weer de Seiligkeit fertig, ne? Want de antwoord is nee, die wird nicht fertig sein. Wegen nu veel de Erlösungsbotschaft noch wieder te drehen. En Luther hat er diese 12 genommen. En Luther hat die, und je 6 Schüler, en zweiten Lieder wordt er wieder drehen. En van der ersten Tag passiert het nog helemaal. Jeder einer wordt vertreten daar und Gott seine Botschaft über die bringt. Nicht bloß in der Kirche. In der Kirche besonders, ja. Aber vielleicht über Radio, das sag ich da. Vielleicht auf der Gas, vielleicht wie im Kaffeeshop. Vielleicht fehlt die nur mal Rüte nehmen für Kaffee. Vielleicht fehlt die nur bis man eine Mond hier zu bringen. Vielleicht wollen sie einen Tag vertellen. Peter sagt, sie immer bereit, eine Antwort geben für den Glauben, was du hast. Wir wollen nicht laden. Gott hat sich gewählt, mit Menschen tot zu schaffen. Und das sehen wir hier mit dieser 12, die beste Bibelschule, die ich jemals gehört habe. Und diese 12 deuten das, Luther. Sie deuten das hier. Sie den Krieg, was Jesus ihnen gesagt hat, und Jesus ihn und dann Luther brachen sie die Botschaft aus über die ganze Welt. Eine wundervolle Geschichte, interessant, was Gott geplant hat, nicht so? Man kann die sehen, und durch diese Botschaft werde ich wieder scheinen. Gott ist der Ente die.